Guten Morgen. Ich habe einen neuen Account gemacht. Also zuerst über einen neuen Steam-Account, weil nur über Steam kann ich einen neuen Cards-Account machen. So sieht der Startbildschirm aus, wenn man noch nie gespielt hat. Das ist jetzt ganz ein neuer Spieler. Ich muss da jetzt zuerst die Trainingskampagne machen. Und so wie das da steht, muss ich zuerst die amerikanische und die deutsche machen. Könnte dann die anderen Decks freischalten. Dann starten wir doch da mal die amerikanische. Das komplettes Deck mit 40 Karten gibt. Also. Das heißt, ich muss irgendwie 7 Mal spielen, dann gibt es das da hier, so wie es aussieht. Das ist komplett anders als den, was ich angefangen habe. Dann spielen wir mal. Okay, 4. Ja. Ah, das sogar mit ein richtiges Tutorial, wo immer erklärt, wie das Ganze funktioniert. Nicht schlecht. Ja, jetzt muss ich den zerstören, oder? Und den zweiten setzen. Ah, ich will einfach schauen, was das Tutorial will, und nicht einfach machen. Ja, das ist... Ah, jetzt hat einer so setzen, ist ja gleich. Muss jetzt wirklich mit allen vor? Auch schon, ja. Jetzt können wir aber den zerstören, das ist ja schlecht. Hätte ich sicher nicht so gemacht. Okay, muss ich das jetzt brauchen? Auch schon, hm? Gut, also die erste Runde geschafft. Jetzt gibt es da schon eine super duper Karte. Gut. Aha. Ja, ja, ich bin bereit für meinen ersten Panzer. Also ich spiele jetzt da mit Amerikanern und bekomme da Engländerkarten. Gut. Ja, das ist ja eigentlich klar. Das haben wir jetzt schon 8 Leben. Also, ich bin im Zug. Das heißt, ich darf den mal setzen. Ja, das ist der Teil, das ist gut. Vernebelung, Anzeige. Also, ab in die Front. Ja, da tue ich sicher eine Einheit setzen, das ist klar. Dann nehmen wir sicher den. Und nicht den angreifen, sondern die maximalen Credits brauchen. Ah, das ist jetzt noch spannend, was er da macht. Setze jetzt einen ein. Ich könnte jetzt aber auch den einsetzen, aber ihr seht, ich muss einen Panther einsetzen, also setze ich den Panzer ein. Oh, das ist aber irgendwie auch neu.
Ich dachte, ich habe gegen 3 Schaden gemacht. Plus-Symbol unter der Karte gekennzeichnet. Oder da hat das Plus-Symbol passiver Wert. Hat +3 Angriff, ja. Was muss ich jetzt machen? Ein Front, neue Panzer. Recht das Richtige gemacht, etwa schon. Gut, da hat glaube ich +3 gegen Bodeneinheiten, aber da verliere ich ihn näher. Also, wird angreifen. Den zerstören. Und den angreifen. Mache ich das so ins Tutorial das will. Gut. Zweite Stufe geschafft. Jetzt gibt es jetzt eine Karte für mein Deck. Die dritte gibt das muss ich jetzt machen. Kampfflugzeug. Das Kampfflugzeug. Du rückst auf die feindliche Stellung vor, aber der Feind kommt dir entgegen. Du musst so schnell wie möglich die Kontrolle über die Front und das feindliche Hauptquartier zu bedrängen. Ah, kann man nicht drücken. Gut. Ich würde auch mal einsetzen, ja nicht anders. Was habe ich jetzt? Dann machen wir doch das gerade. So. Ein Panzer mit Blitz. Wieso schießt er mit dem nicht? Ja, mit Blitzen. Gut, dann tun wir den mal zerstören. Und hätte gerne einen zusätzlichen Credit-Slot. Ja, Jäger sind wichtig. Ah, geht schön auf sogar. Dank dem, dass ich alle Karten gespielt habe, geht es jetzt gerade auf. Ja, das ist klar. Jetzt haben wir da. Machen wir das. Sonst geht er nicht weiter. Dann setzen wir die mit der Nebelung. Und mit der kann ich die zerstören und mit der kann ich das Hauptquartier angreifen. Ah, schau, jetzt macht es doch 3 Schaden. Aber jetzt hat er nur 2 Schaden gemacht. Könnten wir da den zerstören. Und dann da noch eine Front. Da noch eine Front. Da noch angreifen.
Dritte Stufe geschafft. Gibt es eine Karte. Jetzt mal so eine lustige Wache. Also. Jetzt kommen Bomber und Artillerie. Es tut dir wirklich noch gar nicht so schlecht, dass du das Spiel noch nie hast gemacht. Das ist wirklich noch gut. Ist eher sogar besser als zu meiner Zeit, als ich angefangen habe. Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, aber das war, glaube ich, nicht so gut erklärt gewesen. Halte durch, ja. Weiter. Ah, beenden. Dann macht 4 Schaden, wenn ich einen Panther einsetze. Ja, das ist klar. Das heißt, wenn ich jetzt den einsetze, dann kann er ihn schießen. Dann kann er noch das zweites Mal schießen, dann ist er kaputt. Das macht er einen Schaden, oder? Und dafür überlebt er. Mit dem komme ich in die Front und kann noch angreifen. Also überlebt der Panzer nicht ganz. Hingegen der Panzer da. Aha. Also das war ein Tipp, ich soll das machen. Dann bei der Front angreifen und auch in die Front. Au. Okay. Das müssen wir unbedingt machen, oder? Die Artillerie, 3 Schaden verteilen. Perfekt. Der geht. Perfekt. So. Okay. Bomber. Das Problem ist jetzt, der stört den Bomber. Der macht 3 Schaden. Bomber hat 4, der hat 3. Also muss ich das Flugzeug dahinter zuerst zerstören. Das nützt mir der Bomber nicht. Und jetzt setzen wir den Bomber mal ein. Und den Panzer auch. Dann können wir jetzt eigentlich den Bomber das angreifen, hier angreifen. Dann würde ich die Front angreifen, den einsetzen. Und dann hätten wir jetzt endlich das Ding so geschafft. Gut. Danke vielmals. Das war nicht so richtig schwierig gewesen. Also jetzt gibt es als nächstes den. Gegenmaßnahmen. Okay, jetzt geht es um Gegenmaßnahmen. Ja, da schaffen. Ah, ich bin im Zug.
Gegenmaßnahmen. Schau jetzt. Hat noch tatsächlich meine Einheiten stört. Da ich nicht grossartige Möglichkeit habe, spielt das. Eine Einheit mit Vernebelung. Also, ich habe nicht gross zu wählen, was ich machen will. Ich habe ja nur den. Und da hat man jetzt zerstört. Dann nehmen wir noch den Panzer. Hinterhalt. Ah, kommt schon die Meldung. Das wird wieder gesehen. Das ist ja sicher so gedacht, oder? Hoffe jetzt mal. Tja. Also mit dem Front, mit dem Hingerichen. Jetzt soll noch nicht schwierig sein, aber es ist ja schließlich als Tutorial. Wir haben jetzt den Bomber bekommen. Wache und Schnellfeuer. Dann schauen wir doch mal. Gegen Japan. Ah, dann ist schon 15 Lebenspunkte und schon mehrere Karten am Anfang. Gut. Tun wir den mal killen da. Einen mit Blitz. Einen mit Wach. Gut. Dann macht es jetzt eigentlich Sinn, dass ich den einsetze. Ich weiß ja natürlich, um was es da geht.
es nicht alles lesen. Hingegen jemand, der das erste Mal spielt, der einfach nicht... Ja gut, der muss er sowieso selber spielen. Ah, diese Einheit wird bewacht. Machen wir... mal. Nein, wir machen das. Muss ich da ein bisschen vorwärts kommen. In der Nachschublinie. Jetzt hat er meine Wacht zerstört. Zerstöre ich deine. Dann setzen wir da Bomber ein. Ah, Mist. Wo ist das Flugzeug? Das zerstören wir mal. Das Flugzeug kann ich auch. Ah, da wird so der Schnellfeuertyp. Zweimal pro Zug angreifen, ja. Also. Jetzt sind wir den würde ich... Also den zerstören wir jetzt mal. Und dann müssen wir ihm den zerstören, damit wir Bomber überlebt. Und dann zerstören wir den. Und dann können wir noch den setzen, das ist doch gut. Jetzt aber lieb gewesen, hätten wir die Bombe nicht zerstört. Das wird so ein Schnellfeuertyp. Gut, jetzt zerstören wir das. Setzen den ein, dann macht er die Schaden. So, dann greifen wir auch noch das Hauptquartier an. Der ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Wenn wir dann noch ein Hauptquartier angreifen, müssen wir gar nicht mehr ausspielen. Da. Also jetzt haben wir die zwei Karten bekommen für mein Deck. Jetzt sind wir eigentlich schon der letzte. Oh, da kann ich dann... PvP wird dann auch freigeschaltet. Hätte ich dann eigentlich die Amis hätte ich dann freigeschaltet, dann müssten eigentlich auch ähnliche Spiele oder so für die anderen Nationen noch machen. Ah, Mulligan, okay. Jetzt geht es echt darum, welche das ich ersetzen will. Also die sicher fort, weil die sind viel zu teuer. Und dann haben wir noch teurere drin, super. Also ich habe England als verbündete Nation. Und dann würde jetzt eigentlich...
Das da hier wäre nicht so schlecht. Der erste nehmen wir auch schon weg. Gut. Ja, jetzt setzt er dazu mal so eine Wache ein. Und dann tun wir doch da mal einen zerstören von denen. Und das Zug beenden. Gut, jetzt kann ich bis in 5 Kredite kann ich gar nicht mehr machen. Und so brauchen wir jetzt irgendwie, das haben wir schon vorhin gehabt, das mit der Zerstörung. Ausser die hat jetzt irgendetwas bekommen, wo wäre gegangen, kann ich nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Wenn wir jetzt den einsetzen, gibt ich den kaputt, aber den auch kaputt. Ich habe 6 Karten. Wir gehen mal auf das hier. Ein bisschen Risiko. Ja, super. Einer, der immun ist. Ja, dann nehmen wir jetzt mal den, weil es schön vernebelig hat. Und den hier. Was kann der? Aha. Blöde, blöde, blöde. Also jetzt setzen wir den ein. Nein, hat aber nicht so richtig gut Schaden gemacht. Dann setzen wir den ein. Und wir setzen den ein. Gut, jetzt dämlichen Schaden. Machen den kaputt mit meiner Elite-Einheit. Müssen leider Gottes. Ja, wir machen das. Da überleben wir sicher den Angriff da. Dann setzt er wieder Einheit ein. Gut, eine ist zurück. Das wird den killen. Dann müssen wir den killen. Und dann setzen wir den ein. Dann ist der weg. Und dann machen wir einfach mal. Gut. Es ist echt wichtig, dass wir mit dem in die Frontlinie kommen. So, Frontlinie. Dann da 3 Bomber.
Also. Nein, ich will keinen Bomber. Der. Gut, gewonnen. Also, jetzt habe ich die Karte bekommen. Oh, jetzt. Stärke gewinnt. Deck. Startkampagnen freigeschaltet. Okay. Okay, Tag ist 30 Diamanten. Haben wir abgeholt. Schlacht, Kriegswirtschaft, Verstärkung. Das gibt's, oder was? Ja, jetzt. So bekommen wir da mal so eine Gratiskarte. Das ist mal nicht schlecht, oder? Nachher haben wir hier Aufträge. Aha, Kriegswirtschaft, Verstärkung, öffne eine Packung, verwende Gold, um Paket im Shop zu kaufen, spiele eine beliebige Schlacht. Karte haben wir. Das da hier, hä? Was haben wir da alles drin? Das ist das was fertiges Spiel bereits Deck. Okay, mit dem kann ich spielen. Eine andere Karte habe ich nicht, oder? Die könnte ich aber jetzt auch. Aber es natürlich. Ah, ich kann keine herstellen, weil ich keine habe. Gut. Also habe ich ein Deck, das ich spielen kann und das ist einigermaßen. Spielen kann ich Schlachttraining, Draftkampagne, Scharmützel, Meisterschaft, Turnier. Ja, okay. Ja, das ist das auch auf einmal für einen Moment gut mit dem ersten Video. Danke doch vielmals für zuzuschauen.